Dir gehört unser Lob für immer, lieber Vater im Himmel. Wir loben dich und wir preisen dich für alles, was du da hast, für wer du bist und für weil du regierst, auf dem Thron sitzt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir loben dich, du grosser Vater. Du hast geschaffen und es ist wunderbar. Und an diesem heutigen Morgen wollen wir dir einfach Danke sagen. Wenn wir dich loben und preisen, wenn wir dich einladen in unsere Herzen hinein, möchte dir sagen, dass du willkommen bist. Da mitten unter uns. Wir sind privilegiert, in deiner Gegenwart dürfen stehen, lieber Vater. Und alle, die einverstanden sind, dürfen mit mir zusammen sagen: Amen. Amen. Hey, ist es nicht mega cool, dass wir dürfen im Namen von einem allmächtigen Gott uns versammeln an diesem heutigen Morgen? Dass wir da dürfen sein, zusammenkommen, im Wissen, dass er mitten unter uns ist. Hey, ich feiere das. Ich hoffe, du feierst das auch. Mein jüngster Sohn, der Levian, er liebt Garten. Alles, was wächst, fasziniert ihn zutiefst. Er ist so 4 geworden, gerade letzte, und der Garten hat für ihn, wie schon fast, man müsste eigentlich sagen, fast schon eine magische Anziehungskraft. Das ist sicher auch etwas, was ihn verbindet mit meiner Mami zusammen. Die zwei haben sich gefunden im Thema Garten. Er liebt, zu den Grosseltern zu gehen und mit dem Grossmami durch den Garten zu laufen und zu beobachten, was da nicht alles wächst und gedeiht. Ganz besonders jetzt ist eine super Zeit, weil man kann Beeren ernten, man kann Tomaten schauen, die wachsen, die man gepflanzt hat, und es ist eine riesige Faszination und er liebt Garten. Ich sage euch, Kerne bei uns daheim sind heilig gesprochen. Wenn immer der Levian einen Kern sieht, dann wird er schön auf die Seite da und gut beobachtet und bewacht. Und seine erste Frage ist immer, ist der gekocht? Weil er hat schon gecheckt, wenn der Kern gekocht ist, dann geht nichts mehr. Aber wenn der Kern nicht gekocht ist, dann darf man das Ding nicht anlangen und nicht wegrühren, weil er wird es irgendwo pflanzen. Wir sind letztes Mal wieder bei uns, wir wohnen im Parterre und man kann so gerade so in den Rasen rauslaufen, und sind wir letztes Mal wieder so in den Rasen rausgelaufen und plötzlich haben wir einfach so eine Dreckpfütze entdeckt und dort drinnen 20 Aprikosenkerne auf nächstem Dings einfach so im Boden reingerammt. Ich dachte, ach, Levian, du meinst es gut, aber das funktioniert so nicht. Aber hey, jeder Kern, den er findet, wird gepflanzt bei uns. Und er hat es tatsächlich geschafft. Wir haben auch so ein Kräuterbeetchen, so mit so ein bisschen Schnittlauch. Ich sage euch, die simpelsten Kräuter müssen dort drin wachsen, und die wirklich ganz dringend leben wollen, die kommen, weil der Rest überlebt einfach nicht bei uns. Und dort plötzlich, in dem Dings drin, sehe ich, da wächst eine Tomatenstaude daraus raus. Jetzt hat der Levian tatsächlich geschafft, irgendwoher einen Tomatenkern zu haben, hat das dort reingepflanzt, und hat dieser Pflanze gut genug geschaut, dass tatsächlich 2 sind grün, die haben es leider nicht bis rot geschafft, aber sie sind heute Morgen orange gewesen, genau. Also am Levian seine Tomaten, wir haben denen definitiv nicht geschaut, er hat schon Tomaten gezogen. Genau. Er liebt Garten. Ich hasse Garten. Das ist einer von diesen Gründen, wieso dass wir Mieten gar nicht so schlimm finden. Weil du musst im Garten, also versteh mich nicht falsch, ich bin gern im Garten und so, wenn man drin sein kann, ist super, aber Garten schauen ist etwas, was ich persönlich überhaupt nicht gerne mache. Ich gebe meinen Eltern die Schuld. Wir haben früher immer jäten und Rasen mähen, und der Garten gibt einfach so viel Arbeit, oder? Und von daher ist jetzt meine Liebe zum Garten nie so richtig zum Blühen gekommen, hat es nie über Grün ausgeschafft. Aber der Levian, er selber liebt Garten. Und Garten an und für sich ist ja ein ganz spannendes Thema. Also vielleicht geht es dir ja ähnlich, vielleicht findest du Garten cool wie der Levian, oder es geht dir ein bisschen mehr wie mir und du findest Gartenarbeit eher etwas Mühsames, etwas Lästiges. Aber das Wort Garten kommt in der Bibel auch immer mal wieder vor.
Und darum möchte ich heute Morgen ganz kurz über das Wort Garten mit euch nachdenken als Einstieg von unserer Predigt. Weil, wenn wir Garten hören, dann haben wir ja Bilder. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wenn die Bibel von Garten redet, dann bedeutet das etwas ganz anderes, als es heutzutage für uns vielleicht würde bedeuten. Ihr müsst wissen, Garten, ganz besonders im Alten Testament, ist ein Zeichen von absolutem Luxus. Ein Garten in der Bibel beschreibt, das ist Symbol für unglaublichen Überfluss. Hey, wer sich einen Garten hat können leisten, dazumal, der ist unglaublich reich gewesen. Der hat einen Luxus zur Verfügung, wo man sich heute das geht gar nicht, das kann man sich nicht vorstellen, wie luxuriös ein Garten war. Hey, das war in einer Zeit, wo die Zeit investiert worden ist in Sachen, die Ertrag resultiert. Oder? Hey, es ist ums Leben gegangen, verstehst du? Da hast du gekämpft und hast müssen schauen, dass du im Winter genug zu essen hast. Wer hat da Zeit, einen Garten anzulegen? Schon nur mal abgesehen vom Platz, wo das Ding braucht, oder? Dort könntest du ja Weizen anpflanzen, aber nein, du entscheidest dich, einen Garten anzulegen. Und dann noch das Wasser, das in diesen Garten reingeht, dass er auch grünt und dass er schön bleibt. Also, hey, wenn du in der Bibel liest, Garten, musst du ab jetzt denken, wow, Luxus. Das ist Überfluss. Das ist Erholung. In einem Garten tust du Lust wandeln. Das ist, was machst du im Garten zu dieser Zeit. Da hast du Zeit gehabt, da hast du es genossen und da hast du es dir so richtig gut gehen lassen. Also es ist eigentlich so das Äquivalent zum heutigen Spa, oder? Das ist so das Bild. Im Garten haben sie noch kein Spa gehabt, aber sie hatten, im Alten Testament hat es noch kein Spa gegeben, aber es hat einen Garten gegeben. Und das ist das Bild, das die Bibel braucht, wenn es von Garten redet. Also es ist purer Luxus, purer Überfluss. Und es ist spannend, dass Gott die Welt sein Garten nennt. Im Ezekiel 31, 2-9 möchten wir nachlesen, wie Gott beschreibt, wie er die Welt sieht. Groß ist deine Macht, womit kann ich dich vergleichen? Schau, eine Zypresse bist du, eine Zeder auf dem Libanon. Ihre schönen Zweigen spenden Schatten, hoch ist sie gewachsen, ihre Wipfel ragt bis in die Wolken empor. Das Erdreich versorgst du mit Wasser, die Quellen in der Tiefe lassen sie in die Höhe wachsen. Sie speisen auch die Bäche im Wald und tränken die Bäume ringsum. Weil die Zeder so viel Wasser hat, ist sie größer als alle anderen Bäume. Sie besitzt eine prächtige Krone mit vielen langen Ästen. In ihren Zweigen nisten die Vögel. In ihrem Schutz werfen die wilden Tiere ihre Jungen. Und in ihrem Schatten wohnen viele Völker. Also Gott beschreibt sich selber als der Baum mitten in der Welt, wo Überfluss daraus resultiert. Er beschreibt, wie er der Versorger und die Quelle ist für die ganze Welt, zum können ein Garten sein. Sie ist ein wunderschöner Baum, hochgewachsen und mit langen Zweigen, denn ihre Wurzeln bekommen reichlich Wasser. Keine andere Zeder ist so schön wie sie, keine Zypresse oder Plantane hat so mächtige Äste. Selbst die Bäume in meinem Garten halten im Vergleich mit ihr nicht stand. Ich, der Herr, habe sie schön gemacht und ihre viele Zweige gegeben. Alle Bäume in Eden blicken voller Neid zu ihr auf. Das ist das Bild, wie Gott eigentlich die Welt sieht und gemacht hat. Hey, es sollte sein wie ein Garten. Und es tut wie den Charakter Gottes widerspiegeln. Verstehst du, Gott tut da etwas offenbaren von sich. Und er sagt, hey, mein Wunsch wäre eigentlich, dass ihr aus der Quelle von mir wie in einem Garten dürft leben. Also was ich für euch möchte, ist Überfluss. Ich möchte gern, dass es euch gut geht, dass ihr genug Wasser habt, dass ihr Frucht bringt, dass ihr im Schatten seid, dass euch das Leben schön und angenehm ist. Und genau so beschreibt Gott am Anfang der Bibel, wie er die Menschen geschaffen hat, wie er sich die Schöpfung ausdenkt hat. Hey, im 1. Mose 2, Vers 15 lesen wir von dem Garten, von dem ursprünglichen Plan Gottes. Dort steht, Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Das spricht ganz, ganz tief vom Charakter Gottes.
Er schafft zum Anfang Überfluss. Er ist in seiner Natur unglaublich grosszügig und freigebig. Und er will es nicht für sich selber behalten. Er hat den Garten nicht gemacht, dass er selber in diesem Garten Lust wandeln und alle anderen sollen schauen, wo sie bleiben. Nein, er schafft jetzt den Mensch. Und er stellt den Mensch in den Garten drin hinein. Also, er gibt ihm alles, was er braucht und noch so viel mehr. Da ist Überfluss. Und er gibt dem Menschen jetzt den Auftrag und sagt, Mensch, du darfst mit mir zusammen in diesem Garten sein. Du darfst geniessen, was ich gemacht habe. Du darfst den Garten in vollen Zeug kosten. Du kannst wirklich da innen leben und es geht weiter sogar so weit, dass Gott sagt, hey, mein Überfluss, den ich geschaffen habe, gebe ich in deine Verantwortung. Und es ist jetzt dein Auftrag, Mensch, den Garten zu verwalten und die Grosszügigkeit von meiner Natur zu widerspiegeln und weiter wachsen zu lassen. Ich verantworte dich mit dem Garten und gebe dir die Verantwortung, meine Grosszügigkeit weiterzutragen und deren Sorge zu haben. Ist das nicht ein geniales Bild von unserem Vater im Himmel? Hey, mich fasziniert das, wenn ich das sehe. Wow, Gott, wie grosszügig bist du mit deinen Menschen. Und es ist unser Auftrag von Gott, dem Garten zu schauen. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Er setzt uns als Verwalter von seiner Grosszügigkeit ein. Und was machen wir Menschen mit dieser uns anvertrauten Grosszügigkeit? Die Bibel beschreibt es, wie der Mensch in dem Überfluss, in dem Garten drinnen, anfangen das eine Ding haben, das er nicht haben kann. Und er hat anstatt die Grosszügigkeit Gottes zu reflektieren und zu widerspiegeln in die Welt hinein und dem Überfluss zu Sorge haben und mit offener Hand weiterzugeben, hat er die Hand verschlossen und hat die Frucht für sich selber nehmen und haben. Er hat kurz gesagt, der Lüge glaubt. Jetzt müssen wir mal die Lüge hören im 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange, die Lüge am Mensch präsentiert. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Es ist schon fies, was die Schlange da macht. Hat jetzt der Mensch im Überfluss und er hat alles, was er braucht. Er hat einen Job, er hat einen Auftrag, er hat mehr als genug sein ganzes Leben lang. Er hat Gemeinschaft mit Gott, es geht ihm so gut, wie es nur gehen kann. Und jetzt kommt die Schlange und pflanzt die Lüge in den Kopf von dem Menschen hinein. Und die Lüge ist, hey, der Gott gönnt dir ja schon nichts, oder? Hä? Hey, jetzt darfst du nicht einmal mit Früchten essen von dem Garten. Das ist gelogen, stimmt nicht. Aber das ist die Lüge, die Schlange rein tut. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Und aus dieser Grosszügigen, aus dem Überfluss ist im Kopf des Menschen jetzt plötzlich zu wenig geworden. Und anstatt dass der Mensch den Charakter Gottes widerspiegeln und mit offener Hand geben und verwalten, was Gott ihm anvertraut hat, macht der Mensch die Hand zu und nimmt sich selber, was sie das Gefühl hat, sie braucht. Und glaubt tatsächlich der Lüge von der Schlange, dass Gott nicht genug hat für uns. Und jetzt sind wir an einem Punkt als Menschen, wo wir wieder zurückfinden müssen zu dem Ursprünglichen, zu dieser Grosszügigkeit Gottes. Und ich möchte heute am Morgen ganz bewusst über den Charakterzug von Gott reden, dass er grosszügig ist. Und dass wir Menschen wieder eigentlich mehr zurückkommen in unsere ursprüngliche Rolle hinein. Als Verwalter von Gottes Grosszügigkeit. Als Reflexion von dem, was er uns gegeben hat, um weitergeben.
Über das möchte ich heute Morgen reden. Ich möchte über Grosszügigkeit reden. Ich glaube, wenn wir das tun in dieser Welt drinnen, dann können wir einen mega Unterschied machen. Wir sind in unserer Predigtserie «Gang los», machen einen Unterschied drinnen. Ich glaube, Grosszügigkeit hat das Potenzial, die Welt radikal zu verändern, weil es die Ursprünglichkeit, den Charakter Gottes so mega schön in diese Welt hineinbringen kann. Ich möchte darum heute Morgen mit euch über Grosszügigkeit nachdenken. Und, ich habe 2 Feinde von der Grosszügigkeit für uns mitgebracht und eine Weisheit zur Grosszügigkeit. Also 2 Feinde, wieso dass es für uns heutzutage vielleicht schwierig ist oder wieso dass wir das Gefühl haben, es ist schwierig zum grosszügig zu sein. Wieso dass wir manchmal selber die Hand zumachen, anstatt wie Gott die Hand aufzutun und grosszügig weiterzugeben. 2 Feinde von Grosszügigkeit und eine Weisheit. Sind ihr ready für den ersten Feind von der Grosszügigkeit? Sehr gut. Ich habe das ist jetzt 15, 20 Jahre her, eine Predigt gehört von Christoph Martin. Wir sind dort als Gemeinde noch in der Bahnhofstrasse daheim gsi. Es war noch eine ganz andere Zeit gsi. Ich mag mich noch gut erinnern an den roten Boden, den wir hatten, in unserem Gottesdienstsaal. Es waren gute Zeiten gsi. Und ich mag mich noch erinnern, der Christoph, ich habe ihn gefragt, er selber weiss es nicht mehr, aber es ist mir geblieben, als er predigt hat, über Angst oder Sorgen machen. Und er hat gesagt, 80% von allen Sorgen, die wir uns machen, treffen gar nie ein. Hey, ich kann mich noch erinnern, ich bin da drinnen gehockt in diesem Saal und dachte, was? Das kann ja wohl nicht sein. 80% von allen Sorgen treffen überhaupt nie ein. Das kommt gar nicht. Und da sind wir und machen uns Sorgen. Und das ist der erste Feind von der Grosszügigkeit. Angst. Langt's. Die Frage nach langt's. Und ich sage dir, das hat mich dort so getroffen und überführt, das habe ich mein Leben lang nie mehr vergessen. Hey, Angst lohnt sich nicht. Einfach schon nur mathematisch. 20% von allen Sachen treffen die. 80% von allem, was wir uns Sorgen darüber machen, das passiert gar nicht. Und doch sind wir manchmal so dermaßen angstgetrieben. Schau mal, was die Bibel sagt zu dem Matthäus 6, 24 bis 25. Niemand kann 2 Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Ist denn der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Und ich glaube, der erste Feind von jeglicher Grosszügigkeit ist immer die Angst oder die Lüge, hey, Gott hat mir nicht genug. Es langt vielleicht nicht für mich. Und ich muss doch selber jetzt anfangen, nehmen und schauen. Es ist wie wieder der Mensch im Paradies. Anstatt eine grosse Hand zu haben, eine offene Hand, die gerne weitergeht, haben wir manchmal das Gefühl, hey, wir müssen die Hand zumachen. Und wir müssen doch jetzt anfangen zu schauen. Und Angst bringt uns dazu, Grosszügigkeit zu unterdrücken und nicht grosszügig zu sein, weil wir müssen uns selber schauen. Und ich glaube, die Bibel ist so deutlich, so klar, wenn es darum geht, du kannst nicht 2 Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht am Geld nachrennen und gleichzeitig Gottes Reich bauen. Das geht nicht. Wir können nicht Gottes Charakter widerspiegeln von seiner Grosszügigkeit, wenn wir gleichzeitig auch unsere Hand zumachen. Das ist etwas, das einfach nicht funktioniert. Und so kann Angst unsere Grosszügigkeit ganz, ganz schnell kaputt machen. Und wir brauchen einiges mehr ein Grundvertrauen Gott gegenüber. Wir müssen einiges mehr zurückkommen zu dieser Überzeugung, wenn Gott grosszügig ist, dann langt es für mich. Sein Charakter ist ja, ich habe einen Garten gemacht für euch, zum drin zu sein. Und dort müssen wir wieder zurück herkommen. Und in dieser Realität müssen wir neu anfangen lernen, drin zu leben. Also der erste Feind ist Angst, es langt nicht. Der zweite Feind ist sehr eng verwandt mit dem ersten Feind. Der zweite Feind ist ein Armutsdenken. Armutsdenken ist ganz ähnlich wie Angst. Aber wenn Angst fragt, es langt, sagt die Armut, ich habe zu wenig. Ich habe zu wenig. Und es ist ganz faszinierend, dass es ganz unterschiedliche Menschen gibt, die in diesem Denken drin sind. Es gibt ganz, ganz reiche Menschen, die in ihrem Kopf brutal arm sind.
ist faszinierend. Das hat nichts damit zu tun, wie es dir finanziell gestellt geht. Ein Armutsdenken kann und betrifft ganz, ganz unterschiedlichste Menschen, Reiche und Arme. Aber das Denken ist einfach, ich habe zu wenig. Es langt nicht, was ich habe. Ich habe im College ganz interessante Feststellung gemacht. Wir haben dazu mal in Australien mit ganz vielen anderen armen Studenten uns umgeben gesehen. Und ich sage euch, das ist ein rechtes Ding gewesen. Die ganze Frage von, hey, lange zu morgen. Und das ist so das erste Mal, wo du als Schweizer merkst, es gibt tatsächlich Menschen, die die Frage stellen, was ist ich morgen? Und es war ein Sack Reis, die Antwort. Auf jeden Fall, wir sind dort drin in einer Kultur, in einer Gesellschaft, wo ganz viele Menschen wenig hatten. Und der eine Lehrer hat uns immer wieder gesagt, weil das ist ein Satz, wo ganz viel gehört hast. Das ist so ein Erkennungssatz für Armutsdenken. Das kann ich mir nicht leisten. Haben wir immer wieder gehört. Ganz viele Studenten haben sich ganz viele Sachen nicht leisten. Und das ist so der Satz, den du gehört hast. Und der eine Lehrer hat uns mal gesagt, hey, wenn ihr das hört, müsst ihr anhalten und nachdenken und Aufmerksamkeit werden. Weil es könnte bedeuten, dass du an einem Armutsdenken auf den Leim gegangen bist. Das kann ich mir nicht leisten, ist nämlich in den meisten Fällen gar nicht wahr. Die bessere Aussage wäre, ich habe mich entschieden, mir das nicht zu gönnen. Ganz eine andere Perspektive, verstehst du, oder? Hey, ich kann mir auch nicht ein teures Auto leisten. Das stimmt nicht einmal. Wenn ich nämlich würde, ein Jahr lang sparen und ganz bewusst nicht in die Ferien gehen und, keine Ahnung, meine Wohnung kündigen und irgendwie in einem Keller wohnen, irgendwann hätte ich genug Geld zusammen, dass ich mir ein teures Auto leisten kann. Also die Aussage, zum sagen, ich kann mir kein teures Auto leisten, stimmt nicht einmal. Es ist viel besser zu sagen, ich habe mich entschieden, mein Geld für anderes auszugeben. Und dann bist du nämlich nicht in einem Armutsdenken drin unterwegs. Wenn du die ganze Zeit dir musst sagen, hey, das kann ich mir nicht leisten und das geht nicht und dort kann ich nicht, dann spielt es gar keine Rolle, wie viel du hast. Du tust dich wie selber gefangen nehmen in einem Armutsdenken drin. Und wer arm ist, der kann ja nicht grosszügig sein. Für den gibt es ja gar keine Möglichkeiten zum Weitergehen. Und da müssen wir ganz gut darauf aufpassen, dass wir uns nicht belügen von der Schlange im Paradies. Dass wir nicht anfangen zu sagen, ich kann mir das nicht leisten, das geht nicht und dort kann ich nicht und schau mal, was die anderen alle können. Und immer auf den Mangel zu schauen, anstatt auf das, was wir haben. Das Beste, was du machen kannst, wenn du jetzt merkst, ja, vielleicht habe ich ein bisschen Armutsdenken, vielleicht ist das wirklich ein Thema, das in meinem Kopf immer mal wieder läuft, dass ich zu wenig habe oder dass es nicht langt und dass andere ja mehr haben. Die beste Medizin für Armutsdenken ist im 1. Thessaloniker 5, Vers 18. Dankt Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Danket Gott. In jeder Lebenslage drin. Hey, wenn du anfängst dankbar zu sein, dann tust du automatisch deine Sicht wegnehmen von dem, was du zu wenig hast, auf das, was du ja hast. Also wenn du merkst, hey, ich habe zu wenig, die erste Reaktion, die ich dir möchte empfehlen heute Morgen, ist, fang an Danke sagen für alles, was dir in den Sinn kommt, was du hast. Fang an Danke sagen für den Stuhl, wo du drauf sitzt. Fang an Danke sagen für das Dach über dem Kopf, das du hast. Fang an Danke sagen, dass du Strom hast und dass das Licht funktioniert. Fang an Danke sagen, dass du eine Kaffeemaschine hast und so weiter und so fort. Ich bin mir sicher, wenn du ein bisschen kreativ bist, dann kannst du nicht mehr aufhören, Danke sagen, links und rechts. Dankbarkeit ist der Ausweg aus dem Armutsdenken daraus raus. Okay, das sind 2 Feinde von der Grosszügigkeit. Jetzt kommt die Weisheit zu der Grosszügigkeit dazu. Wir haben gelesen im 1. Mose 2, Vers 15, dass wir ja eingesetzt sind als Verwalter. Dass wir dem Garten Sorge haben. Das Wort, das die Bibel braucht für Verwalter, oder der Titel Verwalter, ist Oikonomia. Kannst du mal schnell deine nächste Grafik zeigen? Das ist ein zusammengesetztes Wort. Aus 2 Wortteilen ist das zusammengesetzt. Oikonomia, bin ich mir sicher, die ein bisschen ein Ohr haben für Wörter, die hören da gerade daraus Ökonomie. Und das ist tatsächlich das Wort, das wir dort daraus nehmen. Und es setzt sich zusammen aus 2 Wörtern. Das erste ist Oikos. Und das Oikos ist das Haus.
Aber es bedeutet mehr als nur das Haus. Oikos ist so dein Einflussbereich. Das, was du kannst kontrollieren oder beeinflussen. Dein Oikos ist auch, wo du schaffst und wo du einfach, wo du kannst Einfluss darauf ausüben. Das ist dein Oikos. Und das Zweite ist Nomos. Und das ist Regel, Gesetz. Also Ökonomia, Verwalter sein bedeutet, dass das, was dir gegeben ist, oder dort, wo du Einfluss hast, solltest du gute Regeln haben. Solltest du es gut ordnen und solltest du Gesetze etablieren, wo dem, wo dir anvertraut ist, dass das gut ist. Das ist das Wort Ökonomia. Und wir sind eingesetzt als Verwalter auf der Erde drinnen, wo wir sind. Wir sollen das, was uns anvertraut worden ist, dort, wo wir Einfluss haben, dort, wo wir unterwegs sind, sollten wir wie die guten Verwalter sein, die gute Regeln haben und die schauen, dass das, was uns gegeben ist, dass das Segen bringt. Das ist Weisheit. Du bist als Verwalter eingesetzt. Im 1. Timotheus 6, 17 schreibt Paulus etwas ganz, ganz Spannendes. Dort schreibt er, den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Ist das nicht eine geniale Bibelstelle? Es macht die Verwalterschaft so deutlich und klar, was Gott uns gegeben hat, sollen wir verwalten. Wir sollen uns nicht darauf einbilden. Also hey, liebe Leute, was wir haben, ist ultimativ uns von Gott gegeben. Wir haben nicht unseren Reichtum selber verdient. Wir müssen uns anfangen zu sehen als die Verwalter von dem, was uns von Gott anvertraut worden ist. Also dein Bankkonto, dein Auto, dein Haus ist eigentlich gar nicht dein Bankkonto, dein Haus und dein Auto. Es ist eigentlich dir anvertraut von Gott, dass du dem gut schaust. Und der zweite Teil ist, also wir sollten uns nicht auf das einbilden, wir sollten uns nicht die Sicherheit von dem abziehen oder unsere Sicherheit ist nicht auf dem, was wir haben, aufgebaut, sondern es ist auf Gott aufgebaut. Und das Zweite finde ich umso schöner, ist, hey, Gott ist grosszügig, eines mehr, und er beschenkt uns auch, dass wir dürfen geniessen. Es ist manchmal wichtig zu hören, hey, Gott ist grosszügig mit uns. Und es ist im Fall auch okay, das dürfen zu geniessen. Solange wir uns als Verwalter sehen. Ein Verwalter, der alles durchbrennt für seinen eigenen Genuss, ist ein schlechter Verwalter. Aber ein Verwalter, der einfach auch mal grosszügig sein kann und sich selber auch mal etwas gönnen kann, das ist genau im Einklang mit der Bibel. Gott sagt, hey, wir sind reich beschenkt, auf das wir auch mal etwas geniessen dürfen. Du darfst Zeit im Garten verbringen, um das Bild noch mal zu brauchen vom Anfang. Gott hat uns Überfluss gegeben. Er hat es als Garten geplant und ausgelegt. Und wir dürfen in dem Überfluss drinnen immer wieder auch geniessen und uns etwas gönnen. Alright. Wenn wir möchten grosszügig sein, zwei Feinde, die Angst und das Armutsdenken. Und die Weisheit ist, wir müssen uns mehr anfangen als Verwalter sehen von dem, was Gott uns anvertraut hat. Ich möchte euch noch ein letztes Bild zeigen. Um den Sack noch zubinden. Und zwar habe ich euch das Bild, einen Ausschnitt von einer Karte mitgebracht. Wer weiss gerade so auf die Schnelle, was für ein Gewässer das man da sieht auf dieser Karte? Das Tote Meer, korrekt, das ist das Tote Meer. Das ist das Tote Meer mit Stand vor 2000 Jahren. Das sieht jetzt heutzutage ein bisschen anders aus. Es ist nämlich kleiner, es ist geschrumpft. Jetzt kommt natürlich die wichtige Frage, wieso ist eigentlich das Tote Meer tot? Genau, es hat so viel Salz drin, dass das Gewässer es gibt kein anderes Leben, ein paar komische Bakterien leben da drin, aber sonst lebt nichts in dem Toten Meer. Und wieso hat das Tote Meer so viel mehr Salz als jegliche andere Gewässer? Es hat keinen Abfluss, hast du sagen, genau.
Du hast beschrieben, mit anderen Worten, genau wieso das Tote Meer nämlich tot ist. Das Tote Meer hat keinen Abfluss. Es verdampft alles, was ins Tote Meer hineinfließt. Und das bedeutet, es kommt immer mehr Salz ins Tote Meer, aber es hat nichts, wo rausgeht, wo das Salz wieder mitnehmen könnte, wo das könnte rausputzen, rausreinigen. Und darum wird das Tote Meer von Tag zu Tag immer salziger und salziger. Und ich finde, das ist das perfekte Bild von dir und mir, wie wir nicht sein sollten mit Gottes Grosszügigkeit. Bis nicht wie das Tote Meer, wo nur Zufluss hat, wo alles verdampft für sich selber und schlussendlich kein Leben produziert. Sondern das Resultat ist ein totes Gewässer, wo nichts weitergehen kann, wo nichts wächst, wo keinen Unterschied macht und wo schlussendlich Tod darin resultiert. Ich möchte dich bitte herausfordern, hey, bist nicht wie das Tote Meer, sondern schau, dass es bei dir auch einen Abfluss gibt. Dass die Grosszügigkeit, die wir vom Vater bekommen, du und ich sind so grosszügig beschenkt von unserem himmlischen Vater, dass wir auch einen Abfluss haben, wo die Grosszügigkeit weitergehen kann, wo wir den Garten wieder bauen auf dieser Erde, wo wir wieder zurückkommen zu dem, was Gott sich ursprünglich gedacht hat, wo wir wieder mehr sein können wie er und wie gute Verwalter seine Grosszügigkeit in die Welt heraustragen dürfen. Dass wir nicht sind wie das Tote Meer ohne Abfluss, wo alles für sich selber verdampft und Tod als Resultat hat. Lass uns zurückkommen zum Herz Gottes, wo grosszügig ist, wie er grosszügig ist. Seine ultimative Grosszügigkeit zeigt sich in Jesus Christus selber. Er war so grosszügig, dass er seinen eigenen Sohn für dich und mich auf die Welt geschickt hat. Er hat alles gegeben, was er hatte. Er hat sein Bestes gegeben, verstehst du? Und er ist für uns am Kreuz gestorben. Dass dort, wo wir falsch gehandelt haben, dort, wo wir die Hand zugemacht haben und dort, wo wir Gott nicht vertraut haben und für uns selber genommen haben, ist er gekommen und hat das Opfer gezahlt, hat den Preis gezahlt, ist grosszügig gewesen bis zum Tod am Kreuz. Dass du und ich Vergebung bekommen und dass wir nochmal eine Chance haben, um es das mal besser zu machen. Und ich möchte dich einladen. Überdenk doch, was dir anvertraut worden ist, was du bekommen hast. Was ist es nicht alles, wo Gott dir einen Zufluss gibt und wo du von ihm darfst haben, wo du grosszügig beschenkt bist. Und ich möchte dich heute einfach herausfordern und bitten, überleg dir und stell dir die Frage, wo kannst du in deinem Leben auch grosszügig sein? Wo ist es dir möglich, zum grosszügig zu sein? Vielleicht ist es Zeit. Vielleicht hat Gott dir Zeit geschenkt. Und du hast die Möglichkeit, die Zeit für andere Menschen einzusetzen und nicht nur für dich selber aufzuwenden. Eine Nachbarin, ein Nachbar, der gerne ein Gespräch braucht, der Zeit braucht von dir. Vielleicht ist es auch ein Einsatz, ein Dienst, wo Gott dich möchte reinrufen. Bist grosszügig mit deiner Zeit und behalte nicht alles für dich selber. Vielleicht ist es Geld, vielleicht hast du finanziellen Überfluss. Ich möchte dich bitten, hey, bist wie Gott und gib weiter. Schau, dass seine Grosszügigkeit in die Welt reingeht. Ich bin mir sicher, wenn wir anfangen, grosszügig sein wie Gott, dann werden wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Vielleicht ist es auch deine Aufmerksamkeit. Wir sind ja so viel mit uns selber beschäftigt, schauen so gerne auf uns selber und was wir brauchen und wie es uns geht. Vielleicht ist es wirklich ein Gespräch, ein Ernst, hey, wie geht es dir wirklich? Und du weißt, wenn du die Frage stellst, dann bist du nachher 10 Minuten am Hören. Aber es ist gut. Bist grosszügig. Und gib weiter von dem, was du bekommen hast. Ich möchte zum Schluss beten, bevor wir nochmal einsteigen in eine zweite Zeit von der Anbetung. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass du so grosszügig bist. Dass du dich selber aufgegeben hast für uns. Dass wir zurück kommen zu dir. Dass wir einen Platz dürfen haben in deinem Reich, in deinem Garten wieder dürfen heimkommen und angenommen sein von dir, Jesus. Ich möchte dich bitten, jetzt heute Morgen, dort, wo wir herausgefordert sind, dort, wo so schwer fällt, zum grosszügig zu sein. Vielleicht ist es, weil wir Angst haben in Zukunft. Gib du uns wirklich eine neue Gewissheit und ein tiefes Verständnis, dass du ultimativ zu uns schaust.
dass wenn du für uns schaust, dass das besser ist, als wenn wir für uns schauen. Ich möchte dich bitten, dass du uns einfach neu das Armutsdenken wegnehmen. Dass wir grosszügig dankbar sein für all die Sachen, die du uns gegeben hast, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass wir die Rolle vom Verwalter neu anerkennen und reingehen in die Rolle hinein. Dass das, was du uns gegeben hast, dass das gut verwaltet darf sein. Ich bitte dich, dass du uns wieder mehr in eine Grosszügigkeit hineinführst, so wie du bist. Dass wir mehr für dich reflektieren in die Zeit und in die Welt hinein. Ich möchte dir Danke sagen für alles, was du da hast für uns. Amen. Amen. Hey, lass uns jetzt einsteigen in eine zweite